Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Spezial: die Burgführung. Herzlich willkommen zur Burgführung durch die fantasievolle Burg Hornfeld. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, dem Modell der Burg Hornfeld Leben und Geschichte zu verleihen. Hier ist sie, die Geschichte der Burg Hornfeld. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister und eurer Mithilfe. Vom bischöflichen Lehen zum Familiensitz mit Charakter. Wann genau die ersten Steine in Hornfeld gesetzt wurden, liegt, wie so oft, im wohligen Nebel der Geschichte. Nur eines scheint sicher: Schon am Ende des 13. Jahrhunderts taucht ein gewisser Fridericus de Hornefelde in den Urkunden des Bischofs auf. Ein Ministeriale, also ein unfreier Adliger, aber einer, der sich offenbar gern in den richtigen Kreisen aufhielt. Durch treue Dienste und kluges Taktieren oder vielleicht einfach durch Glück gelang es den Herren von Hornfeld, Ansehen und Wohlstand zu gewinnen. So erhielten sie um 1300 vom Bischof höchstpersönlich die Erlaubnis, eine adlige Behausung in ordentlichen und guten Stein zu bauen. Natürlich unter der kleinen Bedingung, dass der Bischof im Ernstfall auch selbst darin Unterschlupf finden durfte. Ein klassisches Öffnungsrecht, wie man das damals nannte. So entstand die Burg Hornfeld. Ein stolzer, aber bescheidener Herrensitz des niederen Adels, errichtet in der Zeit der Gotik, als Spitzbögen und Wehrgänge noch Mode war. Der bereits bestehende Gutshof, aus dem der Besitz hervorging, wurde zum Wirtschaftshof, der in neuerer Gestalt bis heute besteht. Im Laufe der Jahrhunderte bekam die Burg einiges ab. Während der Hussitenkriege etwa beklagte Philipp von Hornfeld seinen arg verwüsteten Ansitz, was wohl den Anstoß zu einem großzügigen Umbau im Renaissance-Stil gab. Davon zeugen bis heute das schöne Zimmer mit seiner kunstvollen Decke und der aufgestockte Torturm Bergfried, der seitdem ein wenig selbstbewusster in die Landschaft schaut. Im Jahr 1505 erblickte hier Siegfried von Hornfeld das Licht der Welt. Ein Minnesänger, Poet und wie sich später herausstellte, ein etwas freidenkender Kopf. In Utrecht fand er Ruhm, aber 1536 auch ein unschönes Ende als vermeintlicher Ketzer. Nach dem Tod von Ulrich II. Von Hornfeld, genannt der Bärtige, wurde der Besitz 1597 geteilt in Unter- und Oberhornfeld. Doch die Trennung währte nicht lange. Rudolf von Hornfeld führte die Linien 1630 wieder zusammen. Dann kam der Dreißigjährige Krieg. Und wie fast überall in Deutschland war auch in Hornfeld nachher mehr kaputt als ganz. Als ob das nicht reichte, rafften auch noch die Pest die halbe Einwohnerschaft dahin. Erstaunlicherweise blieb die Burg 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg unversehrt. Das lag vermutlich weniger an Glück, sondern eher an einer Hofdame de Hornfeld, die, wie man sich zuraunt, ausgezeichnete Beziehungen zum französischen Hof pflegte. Im 18. Jahrhundert errichtete man auf dem Hofgut ein neues Herrenhaus. Zum Glück kam damals niemand auf die Idee, die alte Burg als Steinbruch zu benutzen. Vielleicht erinnerte man sich an ihre Bedeutung oder vielleicht mochte man sie einfach zu sehr. Im 20. Jahrhundert schließlich erkannte man den Wert des alten Gemäuers, auch offiziell. Die Burg wurde instand gesetzt, unter Denkmalschutz gestellt und blieb bis heute im Besitz der freiherrlichen Familie von Hornfeld. Und wer heute durch das Tor schreitet, der meint fast Fridericus de Hornfelde selbst könne jeden Moment um die Ecke kommen. Vielleicht mit einem leichten Augenzwinkern und dem Satz: Seht ihr, hat sich doch gelohnt, das Ganze aus gutem Stein zu bauen. Soweit die Geschichte der Burg Hornfeld. Aber jetzt lassen Sie uns doch mal hineingehen in dieses wunderschöne Bauwerk. Hereinspaziert in die gute Burg Hornfeld. Bisschen näher zusammenrücken, das geht schon, wir haben schon alle Platz hier. Jetzt haben Sie die Geschichte der Burg Hornfeld erfahren. Jetzt schauen wir uns die Burg mal etwas im Detail an. Ein kleines Juwel zwischen Gotik und Renaissance, das wir hier mit der Burg Hornfeld vorfinden. Am Rande des Dorfes Hornfeld, auf einem sanften Felssporn über dem alten Gutshof, erhebt sich bis heute die kleine Burg Hornfeld. Errichtet zwischen 1300 und 1350 durch die Herren von Hornfeld, entstand sie als Sitz eines niederen Ortsadels, der sein Lehen vom Bischof eines benachbarten Hochstifts erhalten hatte. Das haben wir schon erfahren.
Mit dessen Erlaubnis wurde aus einem einfachen Gutshof eine kleine Ministerialenburg. Kein Bollwerk gegen Feinde, sondern ein repräsentativer, aber wehrhafter Wohnsitz. Der ehemalige Gutshof, heute noch in landwirtschaftlicher Nutzung, diente bald als Wirtschaftshof der Burg. Seine Bausubstanz reicht zwar nicht über das 17. Jahrhundert hinaus, doch spiegelt er den Ursprung des Hornfelder Lehns eindrucksvoll wider. Im Mittelpunkt der Anlage steht der gotische Wohnbau. Im Erdgeschoss lagen die Wirtschaftsräume, darunter Küche und Vorratsräume. Über eine steinerne Stiege gelangte man in das Obergeschoss mit dem kleinen Rittersaal und den anschließenden Wohn- und Schlafräumen. Besonders hervorzuheben ist der vorspringende Anbau mit dem sogenannten schönen Zimmer, das mit einer reich profilierten Renaissancedecke und einem steinernen Kamin ausgestattet ist. Ein Speise- und Gesellschaftszimmer der Familie. Schließlich ist der Keller unter dem Wohnbau, dem Palas, direkt vom Hof aus zugänglich. Mit seinem behäbigen Tonnengewölbe bot er reichlich Platz für Wein, Getreide, Gerätschaften und all die guten Dinge, die man auf einer Burg ebenso brauchte. Oder vielleicht diente er auch anderen Zwecken. Manche behaupten, hier unten seien einst unliebsame Gäste untergebracht worden. Mit weniger Wein, aber dafür mehr Eisen. Tja, wer weiß, wer weiß. Im Dachgeschoss wohnten die Knechte und Mägde in schlichten Kammern, während über eine steile Treppe der Zugang zum Wehrgang führte, dessen schmale Schachten für Armbrüste angelegt waren. Und natürlich der wichtigste Raum an einer Burg, das heimliche Gemach, lag auch hier neben dem Wehrgang. An der dem Dorf zugewandten Seite schließt sich der mächtige Torturm, zugleich Bergfried der Anlage, an. Ob er ursprünglich als einfaches Torgebäude oder gleich als Wehrturm konzipiert war, ist ungewiss. Sicher ist jedoch, über der kreuzgewölbten Tordurchfahrt liegt im ersten Obergeschoss, das auch das Zugangsgeschoss des Turmes bildet, eine kleine schmale Kapelle. Ist sowohl vom Wohnbau als auch vom hohen Wehrgang aus erreichbar. Im zweiten Obergeschoss befindet sich die einstige Türmerwohnung. Zwar einfach, aber helle Kammern mit Lichtschatten. Darüber im dritten Geschoss liegt die Wächterstube mit 2 markanten Wehrackern, die einen hervorragenden Ausblick auf das Tal bieten. Das vierte Obergeschoss kragt leicht vor, ruht auf einem schön gearbeiteten Renaissancefries und bildet die Wehrplattform. In alle Himmelsrichtungen sind je 2 Schießscharten angelegt. Den Abschluss bildet das rote Zeltdach, das dem Turm seine elegante Silhouette verleiht. Zur Hofseite hin verbindet ein gedeckter hoher Wehrgang Turm und Wohnbau. Seine Fachwerkkonstruktion und die profilierten Fensterrahmen verraten den Stil der frühen Renaissance. Der anschließende niedrige Wehrgang, der sich L-förmig an den Wohnbau anschließt, gehört auch in die Erbauungszeit um 1300, wurde aber um 1500 wehrtechnisch erneuert. Vermutlich in der Zeit, als die Armbrust durch die Hakenbüchse ersetzt wurde. So zeigt Burg Hornfeld auf engem Raum die Entwicklung einer kleinen Adelsburg vom mittelalterlichen Ministerialensitz zur wohnlichen Residenz. Türme, Erker, Wehrgänge sind bis heute gut erhalten und erzählen noch immer vom Leben jener Ritterfamilie, die einst aus einem bischöflichen Lehen ihr eigenes kleines Reich schuf. Das war sie nun, die Burgführung durch die fantastische Burg Hornfeld, dank eurer Mithilfe. Also, bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder zu einer echten Burg, zu einer echten Burgengeschichte. Euer Matthias Helzel alias der Burgenmeister und nicht vergessen, abonnieren und liken ist noch immer kostenlos. Danke.